schwer gepanzerter Feind erkannt. Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldweizen und heute gibt es von mir einen ultimativen High-End Meta Gear Build. One-Shot und super easy zum Spielen. Ist durch einen Zufall entstanden, weil ich wollte unbedingt mit der Winchester spielen und haben wir sowas ähnliches gesucht. Und es ist sehr stark geworden und da haust die Gegner weg, bevor sie überhaupt zum Schießen kommen. Taktikspiel, aber auch mit ewig viel Schaden. 25 Millionen pro Schuss ist ein ganz schöner Haufen und ihr gleich halt die Ausrüstung, Talente, Mods und wie ihr Feinde wegklatscht, bevor es euch überhaupt sehen. In dem Sinn, da ich sagen, packen wir's und auf geht's. Jo. Und anfangen dann mal mit der Spezialisierung. Ein bisschen untypisch, ich habe den Richtschützen genommen, wegen der Rüstungsrückgewinnung. Schub's mir nicht, sag mal. Der gehört dann eingestellt auf Gewehre und Schrotflinte. Oh, man hat heute die Todesfee als Blender. Könnte man immer mehr Magazin oder mehr, soll man jetzt sagen, Schussregeneration praktisch, wenn du irgendwo guckst, dann regeneriert es deine Munition, ist auch ganz gut von den Dingen, aber mir ist hauptsächlich um die Rüstungsrückgewinnung bei Tötung gegangen. Bei Rüstung hat man jetzt da nichts viel. Ich glaube, wenn man einen Haufen Damage hat, dann bringt man nicht unbedingt den Haufen Rüstung zusammen. Zumindest nicht so mit dem Set. Ja, was soll ich jetzt da dazu sagen? Lichtschütze braucht man eigentlich nicht viel sagen dazu. Die meisten spielen das mit dem Präzisionsschützen. Kommt man auch machen, müsst ihr mal probieren. Ich habe mich halt für den Richtschützen entschieden. Auf höhere Feuerrate und so weiter, was der Richtschütze hat. Alles spielt er mir ein bisschen in Karten. So, zum Bild. Das Bild schaut so aus. Und ich erkläre euch jetzt ein bisschen was. Ich habe jetzt das auch öfter oder andere Variationen probiert. Und so haut es tatsächlich am meisten Schaden aus und ich kann damit spielen und das ist aber wichtig für mich. So, Modifier. Ich habe gespielt ohne Modifier und man kann spielen mit Modifier, weil ich habe das momentane Event gespielt. Ich sage euch jetzt das Ganze ohne Modifier und zum Schluss im Spiel oder im Gameplay zeige ich euch dann welche Modifier das einsetzt und da wird das Ding nur stärker. So, jetzt haben wir zuerst einmal unsere Winchester 1886. Da haben wir dabei und ich habe das Ding Expertise 21 aufgezogen. Der Plan ist, das bis auf 30 aufzuziehen, weil ich dann der Meinung bin, man könnte es tatsächlich legendär spielen, weil dann hat es noch ein bisschen mehr Schaden aussehen. Ich glaube, das haut dann tatsächlich hin. Wenn man ein bisschen Übung hat, könnte es funktionieren. Also könnte, weiß ich noch nicht. So, zudem, irgendeinen geilen Skin. Ich habe da einen genommen mit Hot Dogs und habe dran die flexible Röhrenfeder auf wegen Nachladetempo. Weil man das dann oft schon den Arsch gerettet hat, weil 9 Schuss hat es mit dem Bild. Man könnte vielleicht auch noch mit 5% Kopfschussschaden dazu tun. Wenn man sieht, kommt man dann auf fast 190% Kopfschussschaden. Ja. Das Seil mal dahingestellt, sollte mal jeder machen. Ich habe Nachladetempo 20% dran. Dazu habe ich dann noch nur das Scorpio, zu der brauche ich nicht viel sagen. Das ist ein Notfallaggregat. Falls da einer zu nahe kommt, ziehst du die Scorpio und haust ihm die Rum weg. Macht auch wieder alles auf 21 Expertise, wo es wahrscheinlich bei dem Bild schon notwendig ist. Ich habe die Winchester so gehabt. Ich habe es nicht extra entgezogen. Also wie gesagt, ich denke, dass notwendig ist, um auf die Schadenshöhe zu kommen.
denke, wissen nicht, weil ich habe leider keine zum Probieren, wo Expertise nur 0 hat. Ja. Aber das könnt ihr mir so gerne in die Kommentare reinschreiben, wo es bei euch da so der Fall ist. Solltet ihr es nachbauen wollen. Die Pistole. Ja, G50. Entschlossen drauf. Muss auch bei der Winchester drauf sein. Talent entschlossen. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Wenn man einen Gegner mit dem Kopfschuss tötet, wird der nächste Treffer, den man bei einem beliebigen Gegner landet, garantiert ein Kopfschusstreffer. Also das Talent muss. Ja. Also 1860 mit entschlossen drauf. Und Schaden gegen ungedeckte Ziele sollte drauf sein. Ja. Bringt auch nochmal ganz schön was. Schaden durch kritische Treffer hat. Ja. Kann man nicht mehr dazu sagen. Dann fangen wir mal an. Da haben wir die Verschleißgrenze. Verschleißgrenze gibt er bei 2 Teilen 25% Gewehrschaden mehr. Ist ein ganzer Haufen. Dann tust du drauf Kopfschussschaden rollen und einen Kopfschussschaden Mod drauf. Dann habe ich eine Weste, die wo mir Verzweiflung gekostet hat, weil die habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt und habe es auch nicht gehabt. Eine Overlord Point Blank Schutzweste Replikat. Dann, der hat 10% Gewehrschaden drauf. Dann 10% Kopfschussschaden. Chance auf kritische Treffer hat es halt noch drauf. Ja. Und einen Kopfschussschaden-Mod. Wo es da noch mit dabei ist, ob es jetzt Chance oder Schaden durch drauf hast oder meinetwegen Gefahrenschutz, glaube ich, ist nicht wirklich interessant bei dem Bild. War vielleicht gut Waffenhandling, ja, dass es ein bisschen schneller zum Nachladen geht. Statt nicht. Habe ich aber nicht. Kriegt. Dann den Kopfgeldjäger draufrollen. Er macht folgendes: Wenn Sie einen Gegner mit einem Kopfschuss töten, fügt der nächste Treffer, den Sie innerhalb von 30 Sekunden mit einer Waffe erzielen, 125% des Kopfschussschadens zusätzliches hinzu. Dieser Schaden ist auf 800% Ihres Waffenschadens begrenzt. Er erhöht sich auf 1250%, wenn der Kopfschussschaden über 150%, also über 150% steigt. Das heißt, wenn ich mein Bild 150% schaffe, insgesamt, dann erhöht sich mit dem Talent der ganze Kopfschussschaden auf 1250%. Und nicht auf den ersten Schuss. Man muss ein paar Mal treffen, bis der voll ist. Aber bei dem Bild ist es, das sagt ab zum Gameplay, nicht wirklich gut. Der erste Schuss muss sitzen und dann geht es sowieso dahin. Aber das Talent ist sehr wichtig. So. So viel dazu. Dann haben wir nochmal eine Verschleißgrenze Holster. Natürlich Kopfschussschaden drauf, Waffenschaden sowieso. Dann haben wir das Geschenk. Das ist Providence Devons. Die Providence hat 13% Kopfschussschaden, ist leider genervt worden. Und dann haben wir Waffenschaden, der wo noch ein bisschen ausbaufähig ist bei mir. Dann 10% Kopfschussschaden draufgerollt, dann haben wir wieder Chance auf kritische Treffer. Dann haben wir Kopfschussschaden Mod 10% und die perfekte Wachsamkeit. Wenn du nicht getroffen wirst, hast du 25% Schaden mehr. Wirst getroffen, hast du das für 3 Sekunden nicht und dann hast du wieder 25% Schaden mehr. Also ein bisschen in der Deckung bleiben, ein bisschen Abstand halten oder einen Schild ziehen und schauen, dass man nicht getroffen wird, weil Schildtreffer zählt nicht, also nur Körpertreffer. Dann hast du instant einfach 25% mehr Waffenschaden. Und da geht's los. Ich hab's probiert mit dem Memento. Da hast eigentlich dann 30% Waffenschaden mehr. Musst halt über die Trophäen aufsammeln. Hast viele andere Vorteile auch, wie Rüstungsregeneration und Fertigkeitseffizienz und bla. Ist ein bisschen lästig, hast ein bisschen mehr Rüstung, aber ich habe es nicht geschafft, dass es so wunderbar flutscht, als wenn ich jetzt das Geschenk drin habe. Weil einfach der Kopfschussschaden, was du beim Geschenk extra hast, was in die Talente oben drin ist, die Talente, die Attribute drin ist, Alter, da. Die 13% Kopfschussschaden kennst dann da noch mehr ein bisschen.
Ich hab's auch probiert im Ninja-Bike. Es ist nicht was, ne? Kommst auch nicht auf den Schaden auf. Kannst das drehen und wenden, wie du magst. Ich bin nicht drauf gekommen, dass ich mehr wie das, was ich jetzt in dem Bild habe, gekauft habe. Wie gesagt, das Geschenk haut voll rein. Dann haben wir die Viaduqua. Jetzt wieder Wurzeln halt da. Eine Adlerkrallen. So. Adlerkrallen. Und Viaduqua. Handschuhe. Magazingröße 15% mehr, 20% Gewehrschaden mehr. Dann haben wir bei den Adlerkrallen 15% Waffenhandling, schnelles Nachladen, optimiert alles ein bisschen von den ganzen da. Also Stabilität und bla und Nachladen und alles, was auf der Waffe drauf ist, gibt es ein bisschen besser an. Dann ist da nochmal Kopfschussschaden draufgerollt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Viaduqua Bison Knieschoner, die indianischen. Einmal Kopfschussschaden drauf und da haben wir nochmal Schaden durch kritische Treffer drauf. Das war es dann eh schon gewesen. Ich spiele mit der Heiler-Drohne. Du kannst mit dem Köder spielen, du kannst mit, was lustig bist, spielen. Ich spiele mit der Heiler-Drohne. Und durch das, dass wir einen Richtschützen dabei haben, kann man auch die Todesvieh zum Blenden rein da. Aber da ich schaue, dass ich nicht zu weit zurückkomme und aber ein bisschen Abstand halt, ist es vielleicht für mich jetzt besser, die Heiler-Drohne zu nehmen. Dann haben wir noch das Kreuzfahrerschild. Beim Schild passt auf, dass da die Mods drin habt. Und zwar Schilds Lebensenergie. Dann noch mehr Regeneration im Holster und noch mehr Regeneration im Holster. Optimalfall wäre halt, dass die Mods allesamt auf Maximum sind. Recht viel aushalten tut es nicht, aber es kann dann zwischen einen Arsch retten und mit dem Gewehr kannst du Schild und Gewehr locker spielen. So, da habe ich noch Schaumgranaten mit dabei. Schaumgranaten braucht man nicht erklären, kannst da eine da, was du lustig bist. Und dann sage ich euch diesmal auch tatsächlich die Werte, weil heute versuche ich mal nichts zu vergessen. So, da haben wir jetzt 1,1 Millionen Waffenschaden auf unserer Winchester oder auf der 1886. Dann haben wir, ja, Chance haben wir jetzt nicht viel. Schaden durch kritische Treffer haben wir 73% und dann haben wir 183% Kopfschussschaden. Und das ist dann doch ein wenig Hausnummer. Ich weiß, dass es Builds gibt, wo du über 200 Kopfschussschaden zusammenbringst. Würdest du jetzt mit der Spezialisierung Präzisionsschütze zusammenbringen. Kann man machen. Und wie gesagt, die Vorteile vom Richtschützen, was ich jetzt gespielt habe, haben für mich praktisch besser zum Spielen. Also wie gesagt, es soll ja eine Inspiration für euch sein. Ja, das andere Zeichen brauchen wir uns nicht anschauen. Rüstung hast einen Scheißdreck. Also nicht recht viel Widerstand, Impuls geben, hast ein bisschen was, Gefahrenschutz hast auch ein bisschen was. Das Ganze kommt von der Uhr, wo wir beim nächsten sind, wo sie sonst auch vergisst. Das Bild, vergiss es nicht, es müsst die Uhr voll haben, ja. Weil man da dann zusätzlich nochmal ein bisschen Rüstung kriegt und ein bisschen einen Waffenschaden kriegt. Viel ist es ja nicht, aber denkt dran, die Uhr sollte voll sein. Ja. Soweit so gut, das zum Bild, und da ich sagen, haben wir noch eine mit einem Gameplay und einem wieder von mir generierten Song. Ich hoffe, der haut mal das mal hin. Und ja, dann da ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, immer gerne. Ich bin hart am Kämpfen, dass ich auf die 1000 komme. Und das Verfahren hören. Und ja. Schaut vielleicht einmal bei Feldwolzen und Tour dann mir mal vorbei, weil bei mir ist alles ein bisschen gemischt. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre und viel Spaß mit dem. Ziel gepanzerter Feind erkannt. Ich zieh allein durch
durch die Ruinen im Visier. Nur mein Gefühl, ein Verstärkung Schritt ist zu viel. eingetroffen. Du bist Geschichte, ich bleib still, doch voll im Takt. Kein Team, kein Backup, keine Gnade. Nur mein Bild, mein Wille, meine Klinge der Entscheidung. Ein Schuss reicht, ich sehe dich nicht mehr kommen. Ein Schuss reicht, dein letzter Blick verschwommen. Ich bin der Schatten, der dich jagt, wenn dein Radar nichts mehr sagt. Ein Schuss reicht, willkommen in der Einsamkeit. Sich nähernden Feinde erkannt. Hyenas, Black to Scoutcast. Sie rufen deinen Namen, ich flüstere zu spät. Taktik schlägt Masse, das ist mein Gesetz. Ein Ziel, ein Herz, ein glatter Schnitt. Kein Ping, kein Schrei, nur kalte Stille. Ich ziele nicht auf, doch immer mit Gefühl. Registriere zusätzliche Ein Feindkontakte. Schuss reicht, ich schreib die Regeln neu. Ein Schuss reicht, kein Platz für Spielerei. Ich bin der Letzte, der noch steht, wenn neuer Stolz im Staub vergeht. Ein Schuss reicht, ich bin bereit. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Und wenn der Sturm vorüberzieht, zählt nur, was in der Kammer blieb. Ein kalter Blick, ein leiser Schritt und dann... Dein Licht verlischt im Dreh. Du bleibst schön hier. Ein Schuss reicht, kein Weg, kein Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich